zu unserem nächsten Family Podcast. So schön hast auch du wieder eingeschaltet. Vielleicht hast du schon gewusst, dass wir seit letztem Sonntag auch wieder Live-Gottesdienst hier in der GVC haben. Und wir, Tabea und ich, freuen uns riesig, bis wir euch hoffentlich schon bald wieder dürfen in der Kids Church, in der Müsli Church oder im Kidsland begrüßen. Wir vermissen euch nämlich wirklich. Heute ist Tabea mit dem Feldstecher unterwegs und sie darf jetzt dann gerade während 20 Sekunden hier in unserem Studio 3 Gegenstände suchen, die zu der Geschichte von Jona passen. Bist du bereit? Ja. Also sie darf nur durch die Röhre durchschauen. Das macht es nicht ganz einfach und ich hoffe, ihr könnt mir gerade daheim mithelfen beim Zählen von 20 zurück bis auf 0. Achtung, fertig, los! 20, 19, 18, ich mache jetzt nicht weiter, aber ich hoffe, ihr zählt weiter. Da hinten ist etwas. Sehr gut, hast du etwas gefunden? Danke. Da hat auch etwas führen. Oh ja, du hast noch 10 Sekunden. Ui, 2 Sachen schon gefunden. 3, 2, 1 und stopp! Du bist sehr nah dran, aber hast in dem Fall den dritten Gegenstand nicht mehr gefunden. Genau. Man sieht wirklich nicht wahnsinnig viel, nur 2 Gucklöcher, aber das ist glaube ich der Jona. Genau, der Jona, der Wal und das Schiff. Falls du jetzt nicht ganz sicher bist, was es mit diesen Gegenständen auf sich hat, dann schau doch unsere letzten Family Podcasts. Dort nehmen wir dich nämlich gerade mit rein, von Anfang bis jetzt in die Geschichte von Jona. Und ich möchte mit uns beten für diesen Podcast und nachher wir zusammen Lieder singen, direkt aus der aus der Kids Church, gell? Mit einer Liveband. Aha. Und ja, machen wir die Augen zu und beten wieder anfangen. Jesus, danke, dass wir live Müsli Church und Kids Church feiern, aber dass auch immer noch ein paar Podcasts stattfinden und Families auch die können Gottesdienst feiern. Und so bitten wir dich, dass gerade heute Morgen die Geschichte, die aus deinem Wort ist, einfach zu den Families redet, dass sie einfach den Heiligen Geist hören, der ihnen aufzeigt, was in dieser Geschichte für sie jetzt wichtig ist. Amen. Amen. Treibende Kraft in meinem Leben bist du. Darum stehe ich auf, ich strecke mich aus nach dir. Lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit.
Der Jona ist also gesund am Strand angekommen, auch wenn er natürlich nach 3 Tagen in dem Fischbauch ein bisschen stinkt. Da redet Gott zum 2. Mal zum Jona. Gang in die grosse und mächtige Stadt Ninive und sag den Menschen dort, dass ich sie zerstören wird. Das Mal folgt der Jona natürlich und macht sich gerade auf den Weg, auch wenn es ihn immer noch sehr viel Mut kostet. Die Stadt ist so groß, dass man 3 Tage laufen muss, um vom einen ans andere Ende zu kommen. Nachdem der Jona einen Tag gelaufen ist, ruft er: Bewohner von Ninive, noch 40 Tage werdet ihr leben, und dann wird der höchste Gott die Stadt in Schutt und Asche verwandeln. Hey, nach all dem, was der Jona gepostet hat Gott ihm eine zweite Chance gegeben. In der Bibel steht, Gott hat nochmal zum Jona geredet. Und er hat ihm nochmal genau das Gleiche gesagt wie am Anfang der Geschichte. Ihr mögt euch sicher noch erinnern. Und der Auftrag, den Gott ihm dort gegeben hat, der ist genau der gleiche geblieben. Aber der Jona, der hat nicht wirklich reagiert. Anstatt dass er davor gelaufen ist beim ersten Mal, ist er diesmal direkt nach Ninive gegangen, um den Auftrag auszuführen. Und Ninive, das war eine riesige Stadt. Dort haben die Assyrer gelebt, das war ein starkes und grosses Volk. Und in der Bibel steht, dass die Stadt so groß war, dass man 3 Tage braucht, um vom einen Ende ans andere zu kommen. Okay, damals hat es auch noch keinen Bus oder U-Bahn gegeben, sondern hat alles laufen. Aber trotzdem, stell dir mal vor, 3 Tage lang laufen, nur zum einen Ende ans andere zu kommen. Also, das ist eine riesige Stadt. Ja, und so ist dann am Jona auch nicht damals übrig geblieben und er ist losgelaufen. Einen ganzen Tag lang ist er in die Stadt hineingelaufen. Und dort hat er angefangen, die Botschaft zu verkünden. Nämlich, dass Gott in 40 Tagen wird die Stadt Ninive vernichten. Was hat sich denn geändert zwischen dem ersten Mal, wo der Jona Gottes Auftrag nicht ausgeführt hat, und dem zweiten Mal, wo jetzt der Jona plötzlich Gottes Auftrag ausführt? In dieser Zwischenzeit, und das haben wir die letzten Mal nämlich gehört, hat er Gott erlebt. Er war auf dem Meer, es ist der Sturm gekommen, er hat erlebt, wie er hineingeworfen ist und der Sturm aufgehört hat und dann vor allem, wie der Fisch gekommen ist, ihn verschluckt hat und Gott ihn so gerettet hat. Der Jona, der hat gesehen und erlebt am eigenen Körper, wie groß und wie stark Gott ist. Und das, da bin ich mir sicher, hat ihm den Mut gegeben, um diesmal den Auftrag auszuführen. Und er hat gemerkt, es macht keinen Sinn, wenn er davor rennt. Wir wissen nicht so genau, wie sich der Jona gefühlt hat, das steht in der Bibel nicht. Aber wenn ich mir das so überlege, dann kann ich mir vorstellen, dass es schon ein bisschen Mut braucht. Ich meine, die Botschaft, die er muss in Ninive verkünden muss, ist nicht gerade eine lässige. Niemand will hören, dass die Stadt in 40 Tagen vernichtet wird. Und es sind doch recht viele Leute, die ihm wahrscheinlich zugelassen haben. Da muss einfach mal anstehen und reden. Also ich kann mir vorstellen, dass es recht Mut gebraucht hat. Aber der Jona, der hat auf Gott geschaut. Weil er hat gesehen, wie groß und wie stark sein Gott ist. Darum war plötzlich Gott grösser gewesen, wie all die Ängste, wie all das, was ihn vielleicht abhalten davon, die Botschaft zu verkünden. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie mit so einem Fernrohr, das ich da mitgenommen habe. Wenn ich so mit einem Fernrohr herumschaue, dann sehe ich zwar gewisse Sachen ganz genau, aber dafür sehe ich alles, was rundherum ist, nicht mehr. Und genau so können wir auch auf Gott schauen. Wenn wir nämlich Sachen haben, die Mut kosten, wo wir viel Mut brauchen, um es zu machen, dann dürfen wir auf Gott schauen. Und dann verschwindet das, alles andere. Wenn wir auf Gott schauen, dann sehen wir, wie groß und stark er ist. Und dann gibt uns das Mut. Weil dann sehen wir nicht mehr alle Sachen, die uns vielleicht abhalten können oder die uns vielleicht Angst machen oder unangenehm sind. Ihr dürft jetzt die Heime, kann man kurz unten drauf Pause drücken und dann als Familie besprechen, wo jeder einzelne von euch vielleicht schon mal Mut gebraucht hat oder vielleicht jetzt gerade Mut braucht. Vielleicht steht irgendetwas bevor, wo man Mut braucht.
Hey, es lohnt sich, zum so einen Schritt zu machen, zum etwas wagen, zum mutig zu sein. Weil wir dürfen wissen, dass Gott immer bei uns ist. Und manchmal, ihr kennt das vielleicht, macht man so ein Schrittchen, und am Anfang ist es noch ein bisschen unangenehm. Vielleicht ist es dem Jona ähnlich gegangen. Ich hätte auch zuerst mal sich räuspern, hätte mal ein bisschen angefangen mit Reden. Und dann, als er gemerkt hat, die Leute hören zu und Gott gibt mir die Kraft, dann ist er vielleicht auch immer lauter geworden, hat Leute angefangen zu schwätzen und hat sich mehr getraut. So ist das auch ein bisschen mit dem Mut. Und wir dürfen auch mal einfach anfangen und darauf vertrauen, dass Gott uns hilft. Ich tue mega gerne Slackline. Ich weiss nicht, ob ihr wisst, was das ist. Da spannt man dann so ein dünnes Band zwischen zwei Bäumen und dann tut man drauf balancieren. Und was dort mega wichtig ist, damit es funktioniert, ist, dass man immer geradeaus aufs Ziel schaut. Dass man immer vorne schaut und den Blick auf den nächsten Baum hat, dort wo man hin will. Und es braucht auch dort ein bisschen Übung. Am Anfang ist es recht schwierig, aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann merkt man, wie es plötzlich immer besser geht. Und genau so sollen wir unseren Blick auf Gott richten. Und auf all das, was er uns schon geholfen hat, wie wir es das letzte Mal austauscht haben und darüber gehört haben, und auf seine Größe und seine Kraft. Und dann können wir uns nämlich auch gegenseitig ermutigen. Das Wort heisst ja, dass wir uns gegenseitig Mut machen, sodass jeder andere auch Mut überkommt, durch das, was ich erlebt habe. Dann kann ich zum Beispiel meinem Bruder erzählen, was Gott mir geholfen hat. Und dann macht er seinen Mut, weil er weiss, okay, der Benni hat das erlebt. Hey, und Gott ist genau der gleiche für mich. Ja, dann hilft er mir sicher auch. Dann kann auch ich mutig sein. Und so können wir uns gegenseitig ermutigen. Darum sage ich jetzt noch zum Schluss, hey, es lohnt sich, zu mutig zu sein und mit Gott vorwärts zu gehen. Weil er ist gross und stark. Und jetzt dürft ihr gerade nochmal Pause drücken und dann als Familie einen Kreis machen und gerade zusammen beten für die Sachen, die ihr Mut braucht. Und darum bitte, dass ihr euren Blick auf Gott habt und ihm danken, dass er da ist und euch helfen will. Jeden Sonnenstrahl
Träum weiter, Gott hat einen Traum für dich. Träum weiter, er baut mit dir sein Reich. Wenn Gottes Traum dir keiner glaubt, dann gib nicht auf. Wenn Menschen sagen, das geht nicht, dann gib nicht auf. Auch wenn du meinst, du seist viel zu klein, dann gib nicht auf. Weil Gott steht zu seinem Wort und gibt dir lange Stuf. Träum weiter, Gott hat einen Traum für dich. Träum weiter, er baut mit dir sein Reich. Träum weiter, Gott hat einen Traum für dich. Träum weiter, er baut mit dir sein Reich. Wenn du dich alleine fühlst, dann Ist er da, auch wenn du ganz fest traurig bist, dann ist er da, und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann ist er da. Weil Gott ist treu, du kannst dich voll auf ihn verlassen. Träum weiter, Gott hat einen Traum für dich. Träum weiter, er baut mit dir sein Reich. Träum weiter, Gott hat einen Traum für dich. Träum weiter, er baut mit dir sein Reich. Hey Martina, jetzt habe ich gemerkt, nachdem ich am wenig zugelassen habe, dass es manchmal wirklich mega schwierig ist, die richtigen Sachen zu fokussieren. Das ist mir ein bisschen ähnlich gegangen beim Spiel. Man sieht alles Mögliche und gleich nicht das, was man eigentlich sehen will. Das ist wirklich noch schwierig. Aber wie cool ist es, dass wir entscheiden können, schauen wir auf das, was uns Angst macht, oder schauen wir auf Gott. Und dort, wo wir nämlich auf Gott schauen, dort dürfen wir wissen, dass er uns immer wieder Mut schenkt, das zu tun, was er uns aufs Herz legt. Und wie man das auch heute noch im Alltag erleben kann, das erzählt uns jetzt gerade Sandrine aus ihrer Stube. Und nachher schalten wir dann noch zum Jean-Luc und dem Timo in die Müsli Church über und schauen, dass sie für ein Spiel für uns parat haben. Wow, der Jona war ja recht mutig. Also ich habe grossen Respekt davor, dass er sich getraut hat, zum ganz alleine auf Ninive zu laufen und den Leuten davon zu erzählen, dass Gott die Stadt zerstören will. Das finde ich recht krass. So grosse Mutproben wie der Jona habe ich sicher noch nicht bestehen. Aber auch ich musste schon ein paar Mal mutig sein. Zum Beispiel, als ich das erste Mal von uns mitgekommen bin. Oder als ich in eine neue Klasse gekommen bin. Ich bin sogar mal ganz alleine in ein Lager gegangen. Dort habe ich recht viel Mut gebraucht. Aber das Erlebnis, das ich euch heute erzählen will, das hat sogar mit der Kids Church zu tun. Und zwar hat es mich am Anfang ziemlich viel Mut gebraucht, um auf der Kids Church Bühne zu stehen und vor so vielen Leuten zu reden. Da habe ich immer wieder mal Ermutigung gebraucht von Gott und auch von Menschen. Weil ich habe schon gemerkt, ich habe eigentlich das Talent dafür, aber ich habe halt gleich Angst gehabt. Es ist mir wahrscheinlich ähnlich gegangen wie im Jona, dass ich am Anfang mega viel Mut gebraucht habe und dann, je länger und je öfter dass ich es gemacht habe, desto einfacher ist es gegangen. Und wo hast du im Moment das Gefühl, oh, das würde ich gerne machen, aber ich habe ein bisschen Angst? Wo wärst du gerne mutiger? Ich hoffe, dass mein Erlebnis dir hilft, um deine Ängste zu überwinden, zum mutig zu sein und zum, was auch immer du willst, zum es wagen. So, der Jona hat ja ganz viel Mut gebraucht. Er hat ganz viel Mut müssen beweisen, um zu diesen Leuten zu gehen und denen erzählen, dass sie jetzt im Wald untergehen, dass ihre Stadt jetzt im Wald untergeht. Und wir haben jetzt hier ein kleines Spiel vorbereitet, wo ihr den Mut auch beweisen könnt. Und zwar geht es so, dass jetzt jemand, das bin ich, die Augen verbindet und die andere Person, das ist der Timo, Anweisungen gibt, wie genau dass ich jetzt durch einen Parkour, den wir vorhin aufgestellt haben, durchkomme.
Also ich stelle zuerst einen Balken auf. Wir haben jetzt hier ein bisschen Stühle genommen, ein Töckelkasten, ein Bänkchen. Und er führt mich jetzt da durch und hoffentlich schlage ich mir nicht so etwas an. Ich muss jetzt den Mut haben und am Timo einfach glauben, was er sagt. Genau. Und es geht los. So. Ja. Also gut, steigen weißt du, dass sie gerade vor dir ist. 3. Nein, ist gut. Ja, jetzt warte. Jetzt, ja, du musst einen Schritt gehen. Okay, langsam, jetzt kommen die Stühle. Jetzt? Ja. Okay, du musst ein bisschen mehr rechts. Links, in dem Fall von dir aus gesehen. Ja. Okay, jetzt kommt gerade der nächste. Ist gut. Jetzt kannst du ein paar Schritte gehen. Okay, warte. Ja, noch ein bisschen. Ein bisschen auf links. Ja, okay, von dir aus gesehen rechts. Nochmal 1, 2, ja. Jetzt kommt Stegen. Du stehst gerade an der Kante. Das war der letzte. Ist gut. Jetzt musst du auf rechts laufen. Jetzt kannst du ein paar Schritte gehen. Jetzt dich ein bisschen auf rechts drüllen. Ja, jetzt kannst du gehen. Einfach laufen. Okay, warte, jetzt lupft deinen Fuß. Ja. Oh. Das braucht wirklich Mut zum da. Okay, ist gut. Jetzt geht's runter. Und jetzt stehst du direkt vor dem Goal. Gut, super, ich glaube. Das war wirklich knapp. Ich glaube, ihr habt es gecheckt und ich habe wirklich amigs Angst gehabt, dass ich jetzt gerade runterfliege oder irgendwas. Und ich hoffe, ihr habt dabei ganz viel Spaß. Und ja. Hallo miteinander, willkommen bei mir im Zimmer. Heute darf ich euch eine Bastelspielidee vorstellen zum Thema Jona. Wir sind jetzt mit in der Serie von Jona drin und für das, was wir heute basteln, das ist nämlich ein Fisch- oder Wal-Fangbecher, den ihr nachher könnt in der Familie spielen könnt, brauchen ihr Folgendes. Das wäre eine WC-Rolle, blaues Papier. Ist nicht unbedingt wichtig, wenn ihr jetzt keins habt, das ist das auch okay. Dann könnt ihr einfach noch einen blauen Filzschreiber, wo ihr könnt den malen, wo ihr da drauf könnt malen. Dann noch einen schwarzen Schreiber, ein Post-it, eine Schnur, etwa 30 cm lang, Kleberli und einfach noch Papier und ein Stückchen Karton. So, fangen wir an. Ihr nehmt die WC-Rolle und könnt das blaue Blatt etwa so zuschneiden, sodass ihr einwickeln könnt. Das würde nachher so aussehen. Dann könnt ihr das nachher anklebern. Wenn ihr jetzt kein blaues Papier habt, könnt ihr einfach mit dem blauen Schreiber das einfach anmalen blau. Dann könnt ihr mit dem Rest vom blauen Papier oder dem weißen könnt ihr eine Flosse ausschneiden. Das ist ganz einfach, sieht etwa so aus. Da könnt ihr so zacken, wie eine Flosse, könnt das ausschneiden, blau anmalen und das können wir dann nachher später noch brauchen zu den Flossen. Dann könnt ihr noch auf einem Blatt Papier einen ganz kleinen Jona zeichnen. Das könnt ihr irgendwie machen, könnt ihr mal etwas vorstellen. Und dann muss der einfach dann so groß sein, dass er da in die WC-Rolle reinpasst. Wenn ihr den gemalt habt, dann könnt ihr den noch auf ein Stückchen, ihr könnt ja einfach viereckig ausschneiden, wenn ihr es nicht genau ausschneiden, könnt ihr das auf ein Stückchen Karton kleben, damit es dann genug schwer ist, wenn wir das nachher da reinspicken lassen. Das könnt ihr dann aufleimen und das wäre das Teil auch schon fertig. So, jetzt haben wir eigentlich alle Teile und jetzt, wenn ihr das da aufgeklebt habt,
könnt ihr einen Stift nehmen, einen schwarzen, und dann tun wir mal den Fisch malen. Und das ist eigentlich ganz simpel. Wir machen hier 2 Augen an. Das wäre einfach ein Kreis. Und einen schwarzen Bolle drin nehmen für Auge. Und dann auf der anderen Seite könnt ihr das Gleiche machen. Und auch in der Mitte einen Bolle malen. Dann hätten wir hier schon mal ein Auge. Was ihr auch noch machen könnt, wäre, ihr könntet ein bisschen Zähne malen. Das wäre einfach so zickzack. Könnt ihr hier rundherum machen. Dann sieht es ein bisschen aus wie die Zähne vom Wal. Dann könnt ihr die Flossen nehmen, die wir vorher hatten, und die könnt ihr hinten dran mit einem Stückchen Schnur, könnt ihr das mit einem Kleberli da reinkleben, dass es sicher gut kommt. Könnt ihr hier die Schnur nehmen und da ein Klebli dran machen. Dann da reinkleben. Die Flossen nehmen. Dann so zusammendrücken. Und mit dem Postage das befestigen. Dann habt ihr das. Wenn ihr kein Postage hättet, könnt ihr es auch einfach zuklebern mit dem Kleberli. So, jetzt sieht das dann so aus. Da haben wir hier das Maul, oder? Vom Fisch. Da unten die Augen und die Schnur. Dann müssen wir eigentlich nur noch etwas machen. Und das wäre den Jonah befestigen am anderen Ende der Schnur. Das können wir auch ganz einfach mit dem Kleberli. Das haben wir ja am Karton drauf tun. Können wir das Kleberli da drüber machen. So. Und voilà. Da hätten wir das Spiel. Und jetzt ist es eigentlich ganz einfach oder eben nicht einfach. Jetzt muss man das probieren. Ha, da rein fangen mit dem. Also, probieren wir es noch. Ob ich es schaffe. Und hopp. Und hopp. Schwierig. Vielleicht schaffen ihr es. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder mal. Bis bald und tschüss. Jetzt haben wir 2 recht coole Ideen bekommen wieder mal, was wir heute Nachmittag machen könnten. Die erste Idee, der Parkour von Jean-Luc und von Timo, der ist, ja, da braucht es recht Mut. Vielleicht nehmen wir dort noch mal mit der Papi dazu, dass sie auch noch selber tun können, dass nichts Schlimmes passiert. Oder ich mache einfach die Idee von Marco, dann sind wir alle safe. Hey, ja, wir wünschen euch auf jeden Fall viel Mut und viel Spaß beim Ausprobieren. Wir wünschen euch eine ganz gesegnete Woche und hoffentlich bis gleich. Tschüss miteinander.